Wenn du hässig bist, dann schreist du auch um. Und das macht die Musik. Sie tut Emotionen ausdrücken. Die Metal-Musik ist auf den ersten Blick viel Geschrei. Die Lyrics ist oft auch irgend auf eine Art sozialkritisch. Sie prangern Missstände an, sie machen das Maul auf. Schlussendlich hat das auch eine Ventilfunktion. Man hat das Gefühl, Metalheads sind aggressiv, weil sie immer schwarz angelegt sind, weil sie einen grimmigen Blick drauf haben und Piercings und Tattoos haben meistens. Die meisten Metalheads sind sehr einfühlsam. Schlussendlich sind das alles Menschen, die irgendwo arbeiten, Hobbys haben und einfach die Musik gerne hören. Metalheads sagen Satanisten. Eines der lustigsten Klischees beruht vielleicht auf den ganzen Plattencover und T-Shirt, wo natürlich das Pentagramm sehr oft und sehr gerne verwendet wird, wo man aber primär zur Provokation verwendet. Aber das heisst nicht, dass man jetzt daran glaubt. Und wahrscheinlich wird es einfach für die Quote irgendwelche Bands noch geben, die wirklich Satanisten sind. Aber das ist definitiv eine Minderheit. Es stimmt überhaupt nicht, dass wir irgendwie uns zu ernst nehmen. Wenn man jetzt mal an einem Festival schaut, wie die Leute Spass haben, wenn sie mitten in der Nacht ihre alten Bravo-Hits-CDs laufen lassen, wenn sie am nächsten Tag, am Morgen um 9 Uhr in ein Freibad gehen, dann merkt man, das stimmt überhaupt nicht. Ja, das ist so. Es gibt doch mehr Künstler als Künstlerinnen zurzeit auf den Metal-Bühnen. Aber ich finde das eigentlich schade, weil Frauen können genau gleich gut Metal-Musik machen wie Männer. Ich finde, das muss auch weiter gefördert werden und auch eine Chance bekommen, um Bühnen unsicher zu machen und nicht nur im Publikum stehen. Und zum Schluss kann ich eigentlich euch nur noch sagen, wir sind keine geschlossene Szene. Du kannst auch gerne mal an ein Konzert kommen und ein Bier mit uns trinken und einen guten Abend haben.